Herr Chamberspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der hat schon am Wahlprogramm von den letzten Chamberswahlen gefordert, dass das Gesetz über das Sammelklo endlich mit seinem Aufschluss kommen. Es stellt sich aber, stand heute froh, ob wir heute nicht verfreut aufstimmen über das Gesetzesprojekt, das nicht genug ausgereift ist. Wir sehen uns mit einer langen Liste und Kritiken konfrontiert von all den Akteuren, die das Gesetz begleiten. Ohne all die einzelnen Kritiken zu wiederholen, zieht sich die von mir für drunter geschwärten Unausgereiftheit, aber wie rote Faden durch die Einzel erwiesen. Es besteht zwar ein breiter Konsens an Navien über die Notwendigkeit von diesem Gesetz, und das der auch mal da verstehen. Es steht den sich aber in einer fehlenden legislativer Klarheit, erwiesen genau, wie sehr das mit diesem Text. Darüber hinaus gehen es Bedenken, wie die praktische Durchsetzbarkeit vom Gesetz am Konkreten Terrain soll aussehen. Mein Kollege, Deja Wengelen, hat über dem schon an den Kommissionssitzungen darauf hingewiesen, dass das Projekt von heute sich nicht gerade an die angestrebte Philosophie von der vermeisen administrativer Vereinfachung ausschreibt. Nun bleibt es zu überlegen, ob es wohl Zufall ist oder Wink vom Schicksal, dass wir direkt im Anschluss an diesen Debat eine Question élargie haben über die Simplifikation administrativ. Der Staatsrat hat ihm nur ein paar Mal auf Widersprüchlichkeit vom Text hingewiesen, er schwätzt von einer Insécurité juridique. Unklar ist auch, wie Assoziationen Sammelklo sollen feiern, wenn sie nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Was hilft also recht, wenn ihnen doch die Mittel hat, für das Recht geltend zu machen? Ein relevant Kritik ist auch, dass sich gerade kleine Unternehmen nicht genug gegen den Rufschutz verteidigen können, weil juristische Prozeduren öffentlich diskutiert gehen, bevor es zum definitiven Urteil kommt. Ich kann die Lust von den Kritiken herausbauen. Mir erlaubt mir, den Kader wenig zu verlosen und auf einen Aspekt anzugehen, wo wir relativ rezent Limite für potenzielle Sammelkloen für ein angefordert Kruten, aber wie Kollektivkloen an der Praxis funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ich schwätze von der Zeit während und auch nach der Covid-Pandemie. Schon bei der Covid-Pandemie hat sich da der mit den Möglichkeiten an der Durchsetzbarkeit von Sammelklo beschäftigt, vor allem am Hinblick auf mögliche Impfschäden. Heute wird Praxis gewesen, dass Großhersteller durch diverse Legislativmechanismen wenig angreifbar waren vis-à-vis von Sammelkloen. Das liegt einerseits daran, dass ein klar und nachweisbare Beweisführung notwendig ist, aber auch am Kleingedreckten oder Männer Kleingedreckten auf verschiedene Kontrakte. Auf viele Länder hat das Prinzip von den No-Fault-Programmen gespielt. Das heißt, es gibt wohl staatliche Entschädigungen für Personen, die nachweislich gesundheitlich Schäden durch die Impfung erlitten haben, aber eine juristische Schuldzuweisung gibt es dabei nicht. Produzenten von Impfstoffen konnten kaum bis gar nicht responsabel gemacht werden. Des Weiteren haben wir schon damals auf die schwerfälligen Prozeduren hingewiesen, für Ansprüche auf Entschädigungen bei Impfschäden geltend zu machen. Wir haben damals für sehr unkompliziert und angemessen Entschädigungen plädiert durch die Errichtung von nationalen Indemnisierungsfonds. Wie groß also wirklich die Chancen vom kleinen David sind an der Realität, bleibt zu beweisen. Ich denke an dem Kontext, dass es mit all den juristischen Unsicherheiten schwierig ist, vorauszusehen, wie weit den Text, über den wir heute aufstimmen, sich als praxistauglich erweist. Als ADR stimmen wir für eine starke Konsumentenschutzpolitik. Das ist aber nicht mehr möglich, wenn wir auf legislativer Basis auch die nötige Klarheit und Effizienz schaffen. So sorgen wir für mehr Bürokratie und mehr Gerechtigkeit, immer dann, wenn es notwendig ist, sein Recht kollektiv anzuklagen. Den aktuellen Text überzeugt es aber eben nicht im Hinblick auf Klarheit und Effizienz bzw. Praxistauglichkeit. Wie schon bei anderen Gesetzestexten sind wir dafür, dass das Gesetzesprojekt von heute Zeit noch nicht auf die Liste geholt soll gehen, für im Detail zu analysieren, ob und wie in der Praxis greift, und wo eventuell muss nur gebessert gehen. An dem Paragraph stimmt schon engageriert, ihr man dann weiter bei mich kommen mit der Motion. Du weinst, begrüßen wir auch das Motion von der CSV und drohen sie selbstverständlich mit. Unter der Voraussetzung, dass dieses Gesetzesprojekt dann nach 5 Jahren von der dabestehenden Regierung auf die Liste geholt, aber neidisch angepasst wird, ging ich meiner Fraktion aber proposieren, dieses Projekt mitzustimmen. Das ist nicht merci.